Also Bürgerbrunch auf Platt ist was ganz Besonderes. Das erste Mal für Bürgerbrunch in die Stadt Arnsborg und diesmal ist das bitten wir auf Land, in Dörp, Nächte und in Deinsdörp, als wie gesagt. Und da haben sich die Veranstalter wohl gedacht, also wie macht ihr mal auf Platt? Vielleicht ist das für viele Leute so ein, das klingelt so ein bisschen in den Ohren und da hat ein bisschen Gold, nicht? Wenn es so geht, als uns für alle das mal schnackt hat. Mir hab's dann ranholt als Moderator. Ich bin hier ein plattdütschen Pastor in der Gegend eigens bekannt. Da ich platt preistern da, platt schnacken da, nicht? So folgen als man jeden geht. Also wir haben zwei Musikgruppen, Rockgruppen und das eine, das sind die Wattenläufer oder Wattenlöper, als man auf Platt sagen kann. Und die anderen sind platt gerockt, das ist das Ohnsorgtheater, Rutwussen und ist da nun auf eigen Bein. Eine Gruppe, die so ein bisschen Spiel macht und Musik macht und Rockmusik unter die Leute bringt. Und dann habe ich noch eine Theatergruppe, die Nachbarstadt hier, Arnsborg. Und die Stormen aus Beeldale, die hat nun zwei schöne Sketchen gebracht von Karl Valentin auf Plattdeutsch. Ist ganz kommodisch, ist ein Sommerfest. Das gibt so einen Teller, das habt ihr extra für diesen Brunch kreiert, als man sagt. Und so Erdbeerteller, Stiftungsbeker nennt sich das, nicht? Die Stiftungsbeker, nicht? Für 3,50 und 50 Cent geht dann für den guten Zweck. Das Ganze hat ja Wohltätigkeitscharakter, nicht? Das soll sein für ein Projekt Jugend und Handwerk. Und das ist bei uns in Weite Heide. Sind durch junge Leute, die kriegen dann beten Hilfe von einem Handwerker, der in die Schule geht und jem das wiest, was sie, nicht, das sind Förderschüler, Sonderschüler und die wird so ein bisschen unter die Arms kriegen, nicht? Und dafür wird Geld gebraucht und das holen wir uns hier. Ich habe ein Bild gesehen, da ist ein deren abzusehen, die schuf nun so eine Platte und dann so und die deren kennt wie. Die käme aus Bagdad. Nicht? Und hat das ganz, ganz schwer hier, die deutsche Sprache zu lernen und überhaupt so als eine islamische Familie hier sich dann reinzufinden in die Gesellschaft und in die Schule und so eine Leute kriegt dann durch, hört, dass ein Handwerker eigens dabei ist und sagt so, Jung oder deren, ich weiß die da mal, als man das macht, nicht? Das ist gar nicht so schwer, aber so war sie doch vorbereitet, dass wenn sie dann in den Beruf kommt, ist das ein ganz bisschen Lichter. Das ist nur das zweite Mal und dazwischen sind 3 Jahre. Ich weiß nicht, das möchten wir achter dann noch beschnacken. Ist das ein Erfolg? Kann man das noch mal machen? Kann man das noch mal verändern? Mehr Leute vielleicht ansprechen damit. Ne? Das muss man echt mal sehen. Bürgerbrunch auf Platt, das bedeutet die plattdeutsche Sprache, die wir hier immer noch habt in der Gegend. Die habt 2 Sprachen, das ist nicht als wie arme Leute. Ne? Und die eine Sprache ist so schön als die andere. Und man kann mal, über Plattdeutsch kann man mal einen anderen Akzent setzen. Nicht? Das klingt anders, das kommt anders an, das geht vielleicht auch mehr zu hart.